Geschichte vom Rotschürzli von Linda Weidmann. Kapitel 7. Und das letzte Mal bei Rotschürzli. Der Schürze, was? Ich bin der Brigella, ihr Volldeppe. Oh, hab ich's doch gewusst. Der alte Gauner hat mich tatsächlich austrickst. Dann müssen wir sofort handeln. Los, Sergeante! Gut, wir treffen uns dort. Auf ins Gefecht! Die Sonne war bereits am Horizont der Lagune von Venedig verschwunden, als Alecchino durch die mysteriöse Mauer hindurchschwamm. Die Mauer war in Wirklichkeit ein Tunnel, der durch einen bemalten Vorhang getarnt und geschützt war. Der Tunnel führte in einen wunderschönen Innenhof. Eine Treppe führte auf die Steinterrasse. Mitten auf der Terrasse war eine prunkvolle Straßenlaterne aufgestellt, die den ganzen Innenhof beleuchtete. Nun entdeckte Alecchino auch, dass eine Wäscheleine vom Fenster über das Wasser bis zur Laterne gespannt war. Ui, ist das schön da! Oh, da ist ja Gondel! Alecchino schwamm zur Gondel, die bei der Treppe an einem Pfahl angebunden war, und stieg aus dem Wasser. So, wollen wir mal schauen. Wow, so viel Frauenschürze habe ich ja noch nie gesehen. Pantalone, zum Glück, ich habe sie gefunden. Pantalone, alles in Ordnung? Pantalone war unter einem Berg gestohlener Schürzen begraben. Alecchino? Ah, alles wird gut, Signore. Ich bring sie heim. Pantalone, der zu schwach war, um sich aufzuregen, nickte nur. Doch da sah er plötzlich hinter Alecchino etwas Helles aufblitzen. Achtung! Wow, geht's noch? Das Ding ist kein Spielzeug. Das muss man nicht zweimal sagen. Alecchino konnte dem Degen von Raffaele gerade noch ausweichen. Raphael, du steckst also hinter all dem. Na, wer auch sonst? Hast wieder umgepfuscht. Ach, meinst du wegen der Schürze? Ja, irgendwie muss ich mir ja Zeit versüßen. Ah no, Was? Schürze und Versüßen reimt sich nicht. Du hast zu viel gesehen. Also muss ich dich wohl oder übel in Küppe... Ach, zur Hölle mit der Reimerei! Raphael schwang seinen Degen, Alecchino zuckte blitzschnell seinen Pataccio und blockte so geschickt den Angriff. Was soll denn das sein? Es Pataccio. Es ist ein kleiner Schlagstock zum Musik machen oder zum böse Buben. Au! Der Pofensohle. Na, warte, du... Au! Alecchino sprang und wich Raffaeles Angriffen immer wieder geschickt aus. Doch plötzlich fing Raffaele an, schneller und schneller zu werden, so dass Alecchino fast vom Degen getroffen worden wäre, wäre er nicht im letzten Moment mit einem Salto auf die Wäscheleine ausgewichen. Er balancierte geschickt auf dem Seil und kämpfte weiter. Pantalone, der zu schwach war, um sich zu bewegen, konnte nur hilflos zusehen. Haha, na, probier mich mal da oben zu treffen. Oh, wow. Na, was sagst du jetzt? Nimm's einfach. Raffaele war nun ebenfalls auf der Wäscheleine. Stimmt, so ist's viel lustiger. Ja, wenn du meinst, en garde! Die beiden lieferten sich einen grandiosen Kampf auf dem Seil. Ein Spektakel, das zirkusreif gewesen wäre. Beide schlugen verrückte Sprünge übereinander, währenddem sie sich gegenseitig versuchten, ins Wasser zu werfen. Hey, Erzählerstimme, erzähl weiter, die Leute warten. Wir können nicht die ganze Nacht auf dem Seil rumkämpfen. Also entschuldigt mal bitte. Es ist das erste Mal, dass ich so viel beschreiben muss. Da kann es doch auch mal passieren, dass ich husten muss. Ja, los vorwärts, du Trödeltante! Trödeltante? Nun gut. Dummerweise landeten Raffaele und Alecchino beim nächsten Salto beide auf dem falschen Bein, so dass sie beide ausrutschten, sich überschlugen, und zwar so, dass das Seil zwischen ihren beiden Beinen eingeklemmt wurde.
Wieso hast du müssen die Erzählstimme beleidigen? Ei. Sorry. Ei. Geht's? Bei dir? Okay, dann weiter. Ha! Da ohne! Na. Alecchino hing kopfüber an der Wäscheleine, direkt über dem Steinboden. Raffaele nutzte diesen Moment und kappte die Leine. Mein Kopf! So, jetzt hab ich dich. Raffaele streckte den Degen Alecchino bedrohlich ins Gesicht. Damit kommst du nicht durch! Und wie ich damit durchkomme? Sobald dein Meister tot ist, wird ich ihm seine Dukaten aus seinen toten Händen rausreißen. Du darfst meine Dukaten nicht haben, aber dafür spüren. Alecchino traute seinen Augen nicht. Pantalone hatte gerade Raffaele. Wow, Signore! Sie haben einen Mordschlag drauf! Das war ein Knockout! Sehr gut. Pantalone, keine Sorge, ich habe sie. Columbina wollte ich sehen, bevor ich sterbe. Redet Sie kein Kabis! Sie werden nicht sterben! Aber ich bring Sie jetzt gescheiter schnell heim! Columbina war unterdessen im Hause Pantalone angekommen. Arlecchino! Brigella! Ich hab's geschafft! Ich hab's Gegenmittel dabei! Pantalone ist gerettet! Und das auch nicht zu früh! Er muss die Medizin bis am 12 Uhr trinken! Arlecchino? Brigella! Columbina! Ich meine, Columbina, komm doch rauf, die beiden sind nicht da. Pantalone! Columbina stieg die Treppe nach oben zu Pantalones Zimmer und öffnete die Tür. Pantalone? Columbina, komm doch rein. Hast du mein Gegenmittel dabei? Ende von Kapitel 7. Geschichte vom Rotschürzli von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.